Ciao, bello mio. Come stai? Hey, Bist du bello schon wieder mio. zurück? Desolato, mia cara. Aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio, Ezio ist hier. Toni, geh ober. Ezio, ist alles in Ordnung? Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen Sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen? Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerst bewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Wenn beim ersten Mal nicht klappt, dann klappt beim zweiten Mal. Diese Sache mit dem Dogen. Schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig. Ja, du mit deinem aber Schuster. haarig. Wo bist du denn hin? Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Ja, warte mal, geh. Dann Also quatschen wir frage dich ich noch. euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Ja, Mann, ist Diebe ja gut. und Söldner Wollen Sie und das Huren. Quiz? Ezio kommt überall rein. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen Und die dem ist kein Adligen Loch sie zu heilig. ihrem Spielball. Ihr schafft mit der Kiste? Wenn ich wüsste. Wobei, die können nicht treffen. Dein erbärmliches Leben ist vorüber. Antonio, hau mich zu. Bleibt dran. Jesus, verschone mich! Schau schon aus. Habt ihr was? Irgendwas passiert? Nicht, oder? Hier, Toni. Ist ja fast gar nichts. So, Kiste 1. Toni, komm gleich. Meine finanzielle muss auch passen. Aber nichts gibt nichts. Haben wir gelernt. Okay, Toni, weiter geht's. Verehrte Kunden, die besten Künstler der Gilde produzieren ihre Werke für mich. Die besten Künstler. Ich bin ein Schwertkünstler. Wege mit den Hafenstädten der Piratenküste wieder geöffnet. Die euren Schutz garantiert, wurde mit dem B unterzeichnet. Alter, die Bombe von der Diebesgilde. Rein die noch. Einverstanden. Nimmt mit. Die Attenti, die kürzliche Überflutung des Lido, welche Wollt ihr für ein Heiliger? die Stadt bedroht, hat strukturelle Schäden verursacht. Mit der Fettsack was? Nicht, oder? Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Seguimi. Den Palazzo auskundschaften. Mit dem Toni im Gepäck. Was haben wir, Toni? Wenn wir einfach die Tiere rennen, gibt wahrscheinlich nicht in Frage. Aufs Türmchen? So, so mit deinen Klettereigenschaften. Sind die gut? Sehen wir gleich.
So weit vom Ziel entfernt. Wo ist das Ziel? Was soll mit da ohne? Was tust du da hinten? Der Weg besser, oder was? Verstehe. Ein Profi. Die steht nicht ganz so dumm wie ich. Was haben wir da nicht? Bist du schon? Also Bruder, ich hab's. Wobei noch nicht ganz. Man müsste, oh Gott. Was ist das? Wo ist er? Unten irgendwo. Er möchte da wieder was? Warum steige ich da auf? Haben wir ein Pentagramm schon? Aber, weil ich schon rum bin, halt ihn frei. Damit der Weg nicht umsonst war. Und? Plattform? Wir haben keine Plattform schon. Vielleicht da oben. Hinauf! Du Spitze der Frechheit! Bleib der Geier, Victor! Benidro! Also Freistadt ist er. Vorsicht, Stürtflug. Alter, das holt dir aus. Mein Gott, schon da unten. Da unten geht er. Wobei, den brauche ich ja. Und? Kommt jetzt? Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Und, was ist der Plan? Hast du einen? Scheinbar nicht. Er hat gerade den Pornoschnauzer, aber einen Plan hat er keinen. Was ist das? Ein Scheißhaus? Und ein Beichtstuhl, wobei. Total Scheißhaus hier nochmal. Da nicht viel Unterschied. Sperrgebiet, wo? Da drum. Und, wo möchte ich hin? Da ist zumindest der Kiste, gell? Die Kiste für den guten Zweck. Was haben wir da ohne? Konto noch? Werfen da. Moment, Bruder. Synchronisieren? Nein. Da unten.
Deckt das, dann haben wir den Turm auch. Meiter Toni, zur Sache. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Unmöglich, gibt nicht. Da war doch schon mit drin, oder? Kann ich sein? Und, wo möchten hin? Da oben. Springt ihr auch, oder wie? Ja, nix schön, steigt rüber. Also Antonius, deine Tröterei vertrage ich nicht. Schlechter Service. Da bin ich Stunde überall rumschieben. Der Perversling. Dio del Cielo, er ist wahnsinnig. Dio del Cielo, er ist wahnsinnig. Du hast ein Problem oder was? Was macht er denn da? Bin noch nie unter ins Kreuz gesprungen. Salute. Denkt daran, Bertuccio Fucina. Sorry, so liegt dafür. Kann der schwimmen? Kennen wir nicht. Antonius, die rudert. Rudert. Nach Venedig. Moment, Bleibt Thomas, hier. Junge. Gut, hier lang. Er wird sich den Hals brechen. Ja, pass auf. Das haben wir richtig. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Sollen wir? Sein oder nicht sein? Wahrscheinlich muss das mal, oder? Also, wir treppen dir. Der geilt ja auf beim Springer. Der Perversling. Eine Unmöglichkeit. Mit dem Schamstier. Antonio, das war leicht. Noch mehr Vlogger? Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore? Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht, verzeiht. Ich wollte wirklich nicht. Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Gut, hier lang. Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Carlo Grimaldi. Carlo Grimaldi. Nachdem er seinen Palast in Monaco aus politischer Machtgier verließ, wurde Carlo schnell ein wichtiger Gast an den Tischen des venezianischen Adels. Sein Ruf, diskret zu sein, ermöglichte den Eintritt in die Hinterzimmer. Und so schaffte es der Schuft in den Rat der 10. Während er den Ratsführenden Ignazio Contarini besuchte, traf Carlo auf Ignatius Tochter. Da sie dringend Hilfe brauchte und seinen vertrauenswürdigen Ruf kannte, vertraute sie sich ihm an. Ihr Vater hatte ihre Ehe arrangiert und sie wollte mit einem der Diener davonlaufen. Sie liebten sich schon, seit sie Kinder waren. Sie planten, ein neues Leben in Mailand zu beginnen, um frei von ihrem Vater zu sein. Carlo schlug eine sofortige Aktion vor. Eine Flucht per Schiff in dieser Nacht. Die beiden Liebenden folgten seiner Anweisung und als sie die Planke überschritten, waren sie frei. Jedenfalls, bis Ignazio an Deck erschien.
Carlo wurde für seine Loyalität zur Contarini-Familie belohnt. Die wahre Liebe? Na, sieh einfach selbst. Der Grimaldi. Ebenfalls ein Adliger. Typisch. Dieser Null ein bisschen schräg drauf. Oh, guck mal noch. Wir laufen zurück zu Leonardo. Wieder mal sagen, dann kriegen wir dann den Flugapparat. Dann fliegen wir da um und springen rein, per Fallschirm. Denk nicht einmal daran. Leonardo, wo seid ihr? Schon 3 Generationen dient die Familie von Lantuccio aus San Polo den Bürgern Venedigs mit viel Stil. Nein, ihr habt die schon gesehen, geh weg. Dieser verdammte Terrorist. Heute treffen sich der Doge Und es pflegt ihn, mich zu plagen. Handelsplan zu beschließen. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis einstellen. Oh, das ist ja. Da sind die Künstler am Werk. Ezio, Omido. Ja, Leonardo, wo haust denn dir? Halt, da ist er. Der wird sich den Hals brechen. Der Vinci, bitte daheim. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das hat sich bei den Deppen. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Ja, der mir sagen, halt ein Beinbruch, oder? Super so schön. Na, warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Na, Diavolo, ich geb's auf. Sonst bringe ich mich noch selbst um, statt einen weiteren Templer. Ja, mal, du nicht. Da über den Schädel gehaut. Da landet er, oder wie? Landet mal. Es ist ein Dämon gekommen, um uns zu holen. Ja, der Dämon. Ein Volldepp in der Luft. Ich kann's nicht glauben. Es klappt. Es klappt. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen. Sie, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein Pezzo di Merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee.
Heureka! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. 1 Dutzend, in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Gut begonnen ist halb gewonnen. Freunde, entzündet die Feuer.